Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Offline-Video. Heute kein Stream, aber ich muss unbedingt wieder ein Video machen. Ich habe das schon vor 2 Monaten, glaube ich, gemacht. Irgendwie so. Ich habe damals auf TikToks reagiert, die mich hops nehmen und mittlerweile haben sich wieder unglaublich viele extrem schlechte TikToks angesammelt, die mich hops nehmen und die werde ich heute anschauen. Digga, wer ist denn das? Ich kenne den nicht. Deutsche Banger, die jeder kennt. Schweizer Banger, die jeder kennt. Ey. Merkst du selber, ne? Gibt keiner. Ja komm, Digga, wirklich. Ich schüsse die Scheiße. Ja komm, Digga, wirklich. Dima, du bist der allerletzte, Digga. Es gibt Schweizer Banger und die sind sehr, sehr bekannt. Zum Beispiel 079 oder Dort eine am Berg. Das sind Schweizer Banger, die sind unverwechselbar. Irgendjemand hat mich bei diesem Video markiert und geschrieben, das sieht aus wie Adi Totoran Jung. Ja. Good one. Ich soll mich von meiner Oma wie Adi Toro verhalten? Easy. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Omas und was sie können. Kochen, putzen, stricken, schlafen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Digga, die Oma war nur so, Digga, halt dein Maul. Okay, aber der war gut. Der war actually nicht mal so schlecht. Der war okay. 3 Personen, die bessere Kanzler wären als Armin Laschet. Jetzt wird's wild. So Leute, nennt mir 3 Personen, die bessere Kanzler wären als Armin Laschet. Let's go. Als erstes haben wir diesen Schweizer TikToker namens Adi Totoro. Wow, sie hat den Namen richtig ausgesprochen. Er hat in seinen Videos mehrfach bewiesen, dass er weiß, wie ein Computer angeht und ist damit bereits qualifizierter als alle Mitglieder der CDU. Digga, okay. Ich sag mal so, ich würde es machen, wenn ich das ganze Staatsgebiet von Deutschland an die Schweiz anschließen würde. Kann man das machen als Kanzler? Maybe. Ich weiß es nicht. Hanna Tullnig, sie hat wieder etwas abgezogen. Ich kann's nicht. Egal, wir schauen es uns an, sonst versteht man es nicht. Wie oft glaubt sie, muss man beim Radio anrufen, bis der einen Song spielen, den man sich wünscht? Ein Freund von mir hat gestern nämlich so einen guten Song rausgebracht. Und zwar den da. Und weil ihr den unbedingt im Radio hören möchtet. Tesla Weird Flex. Ruf jetzt so lange Radiosender an, bis die endlich seinen Song spielen. Okay, ich glaube, man hat bessere Chancen, wenn man sich Geschichte dazu ausdenkt. Aber ich sag denen sicher nicht, dass ich nur TikTok drüber machen will. Ich hab die perfekte Idee, was ich sag und ich rufe. Ich hab die perfekte Idee und jetzt hört hin, was die Geschichte von Hanna ist, dass der Song von Mike Wallace im Radio gespielt wird, Digga. Jetzt hab ich ein bisschen Angst. Oh, nee. So, das ist die Hanna, ich hätte einen Musikwunsch und zwar Wedding Ring von Mike Wallace. Okay, super, danke. Danke. Tschüss. Oh mein Gott, die haben gar nicht nach meiner Geschichte gefragt. Falls sie nochmal anrufen, fragen sie sich nach meiner Geschichte. So eine gute Idee. Die geht durch. Ich mach das eigentlich nicht, aber Part 2 kommt. Folgt gern für Part 2. Ich hoffe, das wird was. Ich mag das eigentlich nicht, aber sie hat 12 Kinder. Okay, das war Teil 1. Ich glaube, das hier ist Teil 2. Hallo, ich habe einen Musikwunsch und zwar Wedding Ring von Mike Wallace. Das ist ein kleiner Insider von meinem Freund und mir, der Song. Das ist ja ein Hochzeitssong und er hat gesagt, wenn ihr einen Heiratsantrag will, dann muss ich die sein, die den ersten Schritt macht. Und wenn ihr das im Radio spielen lassen würdet, wäre das so der erste Schritt. Okay, gute Story, finde ich sehr, sehr sympathisch. Wir schauen, wie es weitergeht. Warum will er, dass du den ersten Schritt machst? Ich weiß es nicht, damit es fair bleibt vielleicht. Wie heißt denn dein Freund? Adi. Adi? Ja. Das ist ja generell ein sehr... Ist er stur? Ja, würde ich schon als stur beschreiben. Okay, Digga. Perfekt, Hanna und ich sind jetzt anscheinend zusammen und wollen heiraten. Ich wusste noch nichts davon, aber wenn Hanna das sagt, dann ist es wahrscheinlich so. Schreiben. Aber prinzipiell findet er den Gedanken gut. Ja, auf jeden Fall. Wie wird Ja, wirklich super Gedanke, eine Österreicherin zu heiraten. danach, glaubst du, weitergehen? Also ich hoffe, ich krieg dann einen Heiratsantrag. Dann lass uns bitte wissen, wie der Adi reagiert hat. Ob er dann wohl auf die Knie gegangen ist oder was auch immer. Ja. Ey, das gibt's nicht. Und jetzt ist, glaube ich, heute gerade der 3. Teil dazu rausgekommen. Ich habe hier am Radio angerufen und eine komplette Geschichte erfunden, nur damit er einen Song spielt. Viele wollten wissen, ob es durchgegangen ist. Deswegen spiele ich es euch einfach vor. Übrigens danke an Antenne Steiermark, die so nett waren und mir das zugeschickt haben. Hanna aus Graz, die wünscht sich für sich und Freund Adi den... Nee, das klingt so. Digga, das haben, ich weiß nicht, wie viele Hörer hat Antenne Steinmark. Weiß es jemand? Kann das jemand in die Kommentare schreiben? Ich sag mal, 100.000 Leute haben jetzt gehört in Österreich, dass wir heiraten. Chillig, Digga. Song Wedding Ring auf Antenne Steiermark von Mike Wallace.
Hanna, warum? Das ist ein kleiner Insider von meinem Freund und mir, der Song. Das ist ja ein Hochzeitssong. Er hat gesagt, wenn ihr einen Heiratsantrag will, dann muss ich die sein, die den ersten Schritt macht. Und wenn ihr das im Radio spielen lassen würdet, wäre das so der erste Schritt. Das ist aber auch schon gemein. Warum will er, dass du den ersten Schritt machst? Damit es fair bleibt vielleicht. Also ist er generell ist er stur? Ja, würde ich schon als stur Ja, ich würde ihn schon als stur beschreiben. Hanna, jetzt reicht's. beschreiben. Dann lass uns bitte wissen, ob dieser Schritt dann auch erfolgt ist. Wie der Adi reagiert hat, ob er dir dann wohl auf die Knie gegangen ist oder was auch immer. Ja. Für die Liebe immer. Ey, nee, Hanna, wirklich. Hanna. Ich weiß nicht, was sagen. Ich rufe jetzt Hanna an. Ja, okay, dann heiraten wir nicht. Besser ist es. Übrigens, ich als kleiner Romantiker, man kennt mich doch, habe beim neuesten Video noch kommentiert, ich glaube immer noch, dass die Story echt ist. Der Romantiker, Digga. Nächstes Video. Tiere, die leider ausgestorben sind, Part 2. Der Dodo war ein flugunfähiger Vogel und gilt seit dem Jahr 1690 als ausgestorben. Hier seht ihr eine erwachsene, sitzende Frau neben einem Dodo. Er wurde ungefähr 1 Meter hoch, wog zwischen 13 und 25 Kilo. Und an die Ultraschlauen, die dieses Video gerade anschauen, der ist natürlich nicht echt. Dieser Vogel lebte auf der Insel Mauritius. Das ist ein geiler Vogel. Und ist vor 300 Jahren ausgestorben. Man vermutet, dass es an eingeschleppten Ratten und an verwilderten Haustieren lag, da dieser Vogel am Boden gebrütet hat. Dieser Vogel ist verwandt mit unseren heutigen Tauben. Und no front, aber ein bisschen erinnert er mich an meinen Lieblingsschweizer. In jedem Video, wo irgendwie eine Topfrisur vorkommt, werde ich 100-mal getaggt. Ey, jetzt habe ich diesen berühmten TikToker zum 2. Mal schon gesehen hier im Urlaub in Kroatien. Ich habe Adi Toro im Urlaub getroffen. Einfach nur noch perfekt. Ich glaub's einfach nicht. Langsam wird's echt creepy. Kennt ihr den, diesen Adi Toro? Hey, bist du nicht dieser Adi Toro von TikTok? Wie fühlt sich's eigentlich? Ja, komm. Nee. Okay, nee, es ist offiziell. Ich glaube, jeder, der eine Topfrisur hat, ist ab jetzt Adi Toro. Scheiß drauf. Ich an, Österreicher immer zu beleidigen. War das irgendein random Dude? Hat er irgendeinen random Dude gefilmt? Ich habe ein Video von unserem Lieblingsschweizer TikToker genommen und daraus ein Tech-House-Remix gemacht. Let's go! Liebes Deutschland, liebes Österreich, es ist langsam an der Zeit, dass wir uns nun endlich lieben, denn das Ganze geht zu weit. Heftiger Banger, Digga. Der neue Club-Banger. Zusammen können wir das erreichen, genau wie 3 Fragezeichen. Nur zusammen sind wir stark, deshalb hier mein Vorschlag. Oh, okay. Aus 3 wird 1. Aus 3 wird 1. Oha! Aus 3 wird 1. Und auch Österreich findet irgendwo noch einen Gebrauch. Oha! Ey, also wenn das im Winter nicht irgendwie ein Techno-Club-Banger wäre, dann weiß ich nicht. Sehr, sehr geil. It's MacCatch. Kuss geht raus, Digga. Vielen lieben Dank. Willkommen zu meiner Präsentation über die Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mein Name ist Luis, ganz schnell über mich. Ich bin Deutscher und aufgrund der aktuellen Situation hier auf TikTok zwischen den Österreichern und den Schweizern freue ich mich zu sagen, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Nächster Was war das? Was war das? Punkt. Grundsätzlich, beide Länder sind zusammengerechnet nicht mal halb so groß wie Deutschland. Das finde ich persönlich ziemlich... Aber dafür doppelt so reich. Schwach. Als nächstes haben wir Sprache. Beide Länder haben uns einfach dreist die Sprache geklaut und sie dazu auch noch geschändet. Oha, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde Schweizerdeutsch eigentlich mega schön. Also, ich meine, Schweizerdeutsch, der gehört so jetzt. Schweizerdeutsch ist ein extrem schöner Spruch und wer das nicht fühlt, das weiß ich auch nicht. Als nächstes, Gründe für Deutsche, überhaupt die Schweiz oder Österreich zu besuchen, sind zum einen Skifahren. Ja. Das war's. Und kommen wir jetzt schon zum Fazit. Deutschland ist besser. Vielen Dank. Tschüss. Ja, komm, Digga. Ich sag ganz ehrlich, wer heutzutage noch Präsentationen macht, der sagt wirklich Turbo Lost, Digga. Wirklich Turbo Lost. Ich glaube, das waren die TikToks. Wir haben keine Videos mehr. Freunde, TikTok ist ein wunderschöner Ort. Es macht mir immer wieder Spaß zu sehen, wie fett ihr mich roastet. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video auf dem 2-Kanal. Peace, Digga.